im Morgenrot entgegen. Neues Antikorruptionsgesetz. Die Wirtschaft findet dieses für einen Fehler, der korrigiert gehört, denn es widerspreche der österreichischen Gemütlichkeit. Sie drohen der Politik, in Zukunft auf Großevents weniger zu sponsern zu wollen. Ihre Partei, die ÖVP, hat den Wink mit dem Zaunpfahl verstanden und forderte im September 2008 die Lockerung der geltenden Antikorruptionsgesetze. Jetzt ist es soweit. Ihre neue parteiunabhängige Justizministerin Claudia Bandian-Ortner präsentierte dieser Tage einen Reformentwurf des Antikorruptionsgesetzes. So soll in Zukunft das Anfüttern, also das Geschenkeverteilen ohne direkten Bestechungsgrund, wieder ermöglicht werden, zumindest für Privatpersonen. Damit nicht allzu viele auf den Genuss der Zuwendungsfütterung verzichten müssen, wird auch gleich der Begriff des Amtsträgers eingeschränkt. Mitarbeiterinnen staatsnaher Betriebe wie der ÖBB, der Telekom, der Auer, des ORF oder auch der Sozialpartner zählen dann nicht mehr dazu. Und auch die Abgeordneten zum Nationalrat und zum Bundesrat werden sich nicht selbst kasteien. Vernichtende Kritik kommt dieser Tage von Ex-Rechnungshofpräsidenten Franz Fiedler. Die Lobbyisten aus Wirtschaft und Kultur haben alle ihre Wünsche erfüllt bekommen, kommentiert er den Antikorruptionsentwurf. Empört bezeichnet er die Erläuterungen zum Gesetzestext als Bedienungsanleitung für Korruption. Dem kann ich nicht viel beifügen, außer dass mich diese Vorgangsweise an eine Berlusconisierung Österreichs Politmachtzentren erinnert.